Zobiris gegen Slimer. Wer wird wohl den Kampf aller Kämpfe gewinnen? Tja. So wie es aussieht, erfahren wir das in etwa einer Stunde. Wir müssen weiter scannen. Oh, meine Freunde. Ey, sag mal! Natürlich kriegt er den Doppelscan. Ich werde wahnsinnig. Ich muss langsam mal hier eine Z-Attacke einsetzen. Eine Z-Attacke, denn davor kann man sich nicht schützen. Der ist ein bisschen fies und so, aber auch wenn der Gegner Scan oder Schutzschild einsetzt, du kannst mit einer Z-Attacke trotzdem Schaden anrichten. Ist aber dann nur noch 20% oder so etwas, aber es geht trotzdem. Und das... Naja... Muss man sich auch noch ein bisschen überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Aber Retto wird entwickelt, Mitsunde wird entwickelt. Und der Gentleman hat keinen Bock mehr. Was natürlich noch fehlt ist... Ja, was anderes überlegt. Aber okay, ist okay. Nicht nochmal einsetzen. Gehen wir erstmal hier in den Pokémon-Horte. Mit Wiesbach drin. Nö, ohne. Okay. Das kommt gut. Es ist die Tintenkraftreserve. Eine Pokémon dabei. So, natürlich sind Slimer, Relax und Domi alle physisch, deswegen ist Kraftreserve sowieso kein Thema. Arboretos hätte welchen Typus? Das hängt von den DVs ab. Eis! Ach du Scheiße. Ja, Eis. Boden. Flug. Pflanze. Drache. Ich glaube, das war's, wa? Auch was gegen Drachen. Mein Arboretus ist natürlich Pflanze, Flug. Aber warte mal, in der Entwicklung später noch. Auf alle Fälle ist Eis eigentlich nur ziemlich geil. Natürlich gegen ein anderer Flug-Pokémon war. Weil logisch, das Pflanz-Pokémon ist ein bisschen anfällig dafür. Gegen Boden brauche ich es nicht, weil ich habe ja Pflanzenattacke. Marikek ist auch eher speziell. Stahl. Also was ist da los? Marikek Wasser, später Wasserfee. Ja, Stahl. Ja, toll. Ja, Stahl gegen Fee, Gestein, Eis. Aber das war's ziemlich, wa? Die andere Feen-Pokémon. Ja, wäre von dem her ja eigentlich noch interessant. Eigentlich. Typ Kampf. Okay, braucht er nicht. Kann ich schon mal sagen. Genau so ist es, Mann. So, gucken wir das mal ganz kurz noch. Mit Kraftreserven, wir können es alle lernen. Das ist logisch. Ja, ich mache es mal mit Arboretos. In Erstauner. Oh, irgendwann ein guter Tausch. Dann denken, Freunde, es ist Eis. Ich überlege gerade. Kriegt Eis auch gegen Käfer? Nee, ich glaube nicht, war noch ganz normal. Bei ihm habe ich eigentlich Flugattacke. Also, ein Arboretus, so wie ich es mir denke, am Schluss 4 offensive Attacken drauf hätte. Mit Kraftreserve natürlich noch. Dann wäre das Teil eigentlich fast schon imbar. Aber eben nur fast Stahl. Eben gegen andere Feentypen, okay, aber was gegen Feen momentan noch nicht, war. Ja doch, natürlich das Slimer. Aber eben nur aktuell halt. Und Eis mit Arboreto. Also die Frage ist natürlich, wie lange Marikek im Team bleibt, weil der wird natürlich auch mal einen Eisstrahl drauf haben. So, wo ist das Teil? Hier ist irgendwo ein Item. Ah, da. Ovaler Stein. Hey, das ist das von der Vorstufen Schanera, oder? Nicht Hytera, Vunera. Entschuldigung, jetzt haben wir es wieder. Vunera war es ja genau. Da haben wir noch ein Item. Noch ein Item.
Da ist ein Trainer. Das hätte am Kopf meines Pokémon glänzt. So schön. Schön für dich. Mattea will kämpfen. Ah, die Mattea mit ihrem Yorklev. Wuff, wuff. Slimer. Ja, Slimer, vergifte es. Fail Move. Ich hasse Fail Moves. War eine Prio. Angriff. Oh, guck mal, man ist nicht schnell genug. Oh. Naja, nur coole Augen macht, bringt es sowieso nicht viel. Oh. Ja, so ein Schwein muss sein. Eieiei, ein Vulcano. Dankeschön. Ja. Vulcano ist generell eigentlich physisch drauf, oder ein bisschen spezieller. Nö, komm. Das ist der perfekte Zeitpunkt für, Ladies and Gentlemen, es ist Relaxo. Ich brauche goldene Zeiten. Ja, lassen wir raten, Relaxo Speckschicht, oder? Direkt mal gucken, was es alles hat. Speckschicht. Wie geil ist das denn? Relaxo. Alter, wie fett das Teil ist. Ja, das muss ein Geschmack sein. Alter Schwede. Relaxo, boom. Ja, so viel zu Vulcano mit Slimer. Er sieht so süß aus. Nö. Dein Viech sieht nicht süß aus. Oh, da geht's so weiter. Mäh, ich höre mal Pampulis. Ich will aber kein Pampuli fangen. Wie gesagt, es ist... hallo? Muck? Muck? Ah ja. Guten Tag, Herr Muck. Wenn Tracy verloren haben. Captain Tracy's Z-Kraft des Typs Wasser war wohl zu viel für sie. Jetzt also wurde es weiter in Aquarium-Zentren zu... Okay. Ja, ein versteckter Hinweis darauf, wir müssen halt erst den Tracy platt machen, bevor wir halt da durchkommen. Naja. Genau. Natürlich kommen wir so nicht mehr durch, okay. Das ist nicht mehr so einfach. Gehen wir halt zur nächsten die Prüfung von Captain Tracy statt, die das eigentlich wäre. Die Pflanzenqueen zuerst dran, aber offenbar nicht. Ach, der schon wieder. Dieser alte Herr hier gibt es also für, dass Sie können ihn so eine halt übersteht. Ja, Prüfungshelfer, wenn du alle besiegt hast, kannst du gegen mich antreten. Problem bei dem Typ ist, ich erinnere mich daran natürlich wieder. Ja, Route 5 geht nicht so schnell, weil es gibt noch einen ganz miesen Ort hier auf der Map. Wo noch ein Trainer steht, den wir erst relativ spät, also spät, vermutlich irgendwie 4-5 Parts schätze ich mal, antreffen werden. 1, 1, 2 oder 3, vielleicht sogar 4. Kinder, ab in die Schule, sofort. 1 und 1 ist 4. Die Zwillinge. Monera, Fluffelduff. Mal Fee und normal. Das trifft sich ja perfekt. Gifts gegen den Fluffelduff, weil es ist eine Fee mittlerweile. Durchbruch gegen den Monera, weil es normal. Und Tschüssikowski. Monera. Ja, Omi entwickelt sich noch nicht. Lange hat es ja nicht mehr dauern, weil ich glaube, es war Level 28. Und bei Slimer wäre es, glaube ich, sogar Level 32 und so. Naja.
Rechnen sich an meine Stärke. Yeah, verloren, gibt doppelt verloren. Zumindest alles richtig. Nee, warte mal. Wenn du verloren hast, du kannst ja doppelt verlieren. Also auch ganz doppelte Geld verlieren. Das stimmt natürlich. Man sieht links, was da abgeht. Moment mal ganz kurz, ich muss erstmal den Pokémon heilen. Weil es geht sonst nicht gut aus, Freunde. Nee, zu heftig. Machen wir so. Erstmal hier noch gucken. Dann noch ein paar Trainer. Supertrank. Das ist der Supertrank. Und sie ist die Supertränkerin. Was? Ah ne, Superzüchterin. Die Musik ist immer wieder geil. Manuela. Wie meine Cousine. Pubungus. Pubungus von Fungus? Das ist wohl eine Fee, wa? Fee Käfer hat sie gar keine Ahnung. Ich glaube Fee Solo. Ah, Ladybar. 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 Da hätten wir einen Käferflug. Das hätten wir eigentlich auch nichts machen können gegen uns. Hier kriegen wir einen Slimer. Slime. Immerhin fast die Hälfte, trotz Reflektor. Respekt, Kumpel. Oh, jetzt kommt er mit allen Schilden, ey. Der bringt doch in den Aurora-Strahl, wie die Attacke mittlerweile heißt. Oh, jetzt kommt Bodyguard auch noch. Es ist vorbei in Ladybar. Ich weiß, wo meine Stärken sind. Ja, wenn du es nicht weißt, werde ich das wissen. Bin ich Hellseher? Was macht Team Skull hier? Yo, Bros. Was geht ab? Boah, dazu hocken die ganz schön auf die Muskeln, Bro. Die Beine fühlen sich ganz wabbelig an, ich kann mich gar nicht mehr vom Fleck rühren, ey. Du bist eben nicht Inselkönig, hallo, lass mir die Finger vom Ringkampf, Bro. Hä? Also da darf nicht durch, oder was? Was sind das für Spackos vom Dienst? Das sind Tieren! Wie komme ich da hin? Aus dem Auge, aus dem Sinn? Ein Yorkleff. Habe ich keinen Bock drauf. Nee, tut mir leid. Keinen Bock auf Yorkleff. Ich flüchte. Aber eh schon gefangen, wa? Verdammt, geht nicht hoch. Nein! Ah, hier. Leg mal Bispark einsetzen. Vielleicht riecht er hier etwa. Ah, toll. Folterknecht! Toll. Braucht sie überhaupt die TM? Ich glaube nicht. Was macht die überhaupt schon wieder? Langen Tage zwar miteinander anzuwenden. Ja, wenn du natürlich Wahlschal, Wahlband Gegner hast, dann ist es natürlich geil, man kann da gar nichts mehr machen. Aber wann kannst du schon mal vorhersehen, was du so einen Gegner hast, indem er Folterknecht. Wenn du so einen Gegner so sagen kannst, jo, du kannst die eine Attacke, die einsetzen kann, blockieren, dann geil. Ansonsten ist es fehl, also. Imantis. Ich glaube, ich habe keins auf Sonne. No risk, more fun. Ups. Imantis. Okay, ein anderes Mal. Ja, sorry. Kann doch mal passieren. So. Hier haben wir Route Nummer 5. Hey Tali, was geht ab? Das ist wohl nix. Ist das hier überhaupt ernst? Na klar, aber ich will auch Spaß im Kämpfen haben.
Spaß haben. Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du erst verdienen, indem du an die Grenzen der Leistungsfähigkeit stößt. Hm? Oh Mann, Michael! Der Typ macht mir Angst! Hm? Dein Name ist Michael? Nö, bin ich nicht! Tali so, wer will das wissen? Du bist vorsichtig. Das gefällt mir. Mein Name ist Gladio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aber lassen wir das Gerede. Jetzt wird gekämpft. Gladio? Team Skull? Typ 0? Ja, es ist Typ 0. Team Skull Gladio setzt Zubat ein. Sein Partner 0. Weil wie kann man den Pokémon einfach 0 nennen? Warum? Wer tut das seinem Pokémon nur an? Der Flügelschlag von Zubat. Der Biss von Slimer. Es ist der Biss von Slimer. Relaxo. Alter, wie sieht das denn aus? Wie so eine Mischung aus verschiedenen Pokémon. Dem Schluss noch irgendwie. Ja. So wie es eigentlich aussieht, weil er noch eine Maske verpasst hat. Komm zurück, Slimer. It's Domi Time. Domi gegen 0. Ey, Mann, Alter, du bist ja voll die 0. Ja, er hat die Z-Kraft. Yeah! Ein Flug-Pokémon nutzt eine Kampf-Z-Attacke. Fulminante Faustschläge. In your face! Wortwörtlich. Es hat überlebt! Wieso hat das Vieh eine effektive Attacke überlebt? Das ist doch normal! Aber das überlebt es nicht mehr. Slimer! Nein! Ich kann dich nicht ausstehen! Beruht auf Gegenseitigkeit, aber Dankeschön. Ach dumm, wie siehst du wieder mal aus, wa? So, noch die Kopf befallen, wenn du was aus den Augen aussiehst. Ja, Mann, geil! Finde ich auch. Aber so viel davon. Hallo? Ja, ja, die magst du, wa? So. Mit dem Rest aus ist die immer noch irgendwie, am Arsch irgendwie. Nö, wa? Gut. Dann zurück in einen Pokéball. Du. Hä? Was war das? Voll der kritische Treffer am Schluss noch? Das hätte ich besser wissen müssen. Das waren 2 starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Hä? Von was quatschst du überhaupt? Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Wenn wir Spaß haben am Kämpfen, dann habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass in einem echten Kampf gegen Inselkönig Hall nicht mal einen Hauch einer Chance hätte. Das nur zum Spaß kämpft ist nichts als eine feige Ausflucht. Und du kennst Opi? Und du findest, dass ich stark bin? Ich bin Hauptmann, der Großgladiator gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. Mit 2 O vor allem. Yeah, oh Mann. Weil er klar ist ein herrenloser Standard wie du und eine große Klappe hat, aber nichts dahinter.
Aber jetzt verziehst du dich einfach über, das ist hier unser Profis. Jo, Mann, was geht ab? Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon in unnötigen Gefahr. Ihre Pokémon sind stark. Wir sind den ganzen Weg bisher gekommen, jetzt eure leeren Hände zurück, Mann! Dabei hatten wir das Herrsch-Pokémon vom Plätschhügel schon so gut in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Na, was soll's. Komm schon, ja, wer kratzt die Kurve? Ihr kennt das alte ausgelutschte Sprichwort. Flugs nach Haus, mein Kind, wenn Kramox am Himmel sind. Hä? Ich mal die Lauscher aufgeladen, jo, der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bleibst nur der Laufbursche. Du wirst nicht zu uns gehören, hast du das Sendung kapiert, jo, Mann. Verpiss dich. Ist ja wohl das nette Team. Ja. Danke, Michael. Nach dir, Slimer. Das hat wirklich toll gemacht. Und jetzt? Wenn die Prüfung am Plätschhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Michael, das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif, ja? Des Belebers. Dankeschön. 3 Stück. Tschüss, Tali. Und schon war die nächste Prüfung am Plätschhügel auf uns. Bzzz, die wir natürlich aber erst in der nächsten Folge angehen werden. Ich bin Rotom, verabschiede mich von heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Michael, wo geht's überhaupt hin? Lass das, verpasst den Elektroschock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.